Schönen guten Abend, die Damen und die Herren, liebe Freunde vom ADR. Mein Name ist Marc Adami, ich bin Präsident vom Zentrum und durfte nicht als Präsident vom Kongressbüro, den ADR-Kongress 2021, zu leiten. Ich bin assistiert von den Delegierten aus den Bezirken, also der Jugend- und Feiersektion. Das wären Madame Chantal Staud aus dem Bezirk Norden. Für den Süden den Herr Ferner Schomach, für den Ostbezirk also Madame Dr. Alexandra Schoß, für die Feiersektion Madame Wilma Fuchs, an den Adrenalinos-Dichten Maximilian Voroschilo. Ich hoffe, dass ich das richtig gesagt habe. Am Namen vom Kongressbüro will ich euch all herzlich bei unserem Zentrum zu Dummelding begrüßen. Merci so für Ihre Präsenz. Das ist immer flott, wenn ich etwas organisiere, dann kommen doch wirklich Leute und es wird auch Zeit. Wir kommen dann auf die Tagesordnung. Ja, Punkt 1, das sind ich. Ja, wie gesagt, ich begrüße dich ganz herzlich heute als Präsident vom Zentrum. Und wir haben ein grosses Chantier, und das Chantier ist Gambia. Da muss man alle zusammen schaffen. Da muss man wirklich an der Sektion gucken, Leute beizukriegen und so führen, weil wir brauchen sie. Ich meine, das ist doch alle gut, denn wir gehen schon, wie soll ich sagen, wir sind schon an einer Diktatur, wenn es so viel geht. Fahren wir im Auto, wenn wir wollen, wir Busse funktionieren nicht, dürfen nicht heute, dürfen nicht durch. Ich will nicht sagen, ob das stimmt, soll noch die Haustiere noch für die Schafen. Und nehmen dies und nehmen dies. Und ich meine, wir als Deputierten, die arbeiten ganz gut an der Chambre, aber wir müssen zu mehr sein, dass sie mehr unterstützt gehen. Und das wäre nicht schlecht. Ich will auch nur nicht so lang schwätzen, weil wir haben als Leute, die als Deputierte schwätzen, noch über die neue Verfassung an über Sachen aufzustimmen. Ich gebe euch Merci so und dann gehe ich mein Programm 4 Uhr vor. Merci. Wir kommen dann an den Punkt 2 von der Tagesordnung, das Durchspruch von unserem Nationalpräsidenten, Herr Dr. Schoß. Jean, du hast fort. Das weite Weg bis auf das Podium. Das muss ich nicht mal fangen. Liebe Parteifreunde, Freundinnen, liebe Gäste, liebe Vertreter von der Presse, ich begrüße mich dann hier auch zu Dummelding. Ich denke, wir sind auch 3G-konform, nicht wie an anderen Lokalitäten an den letzten 14 Tagen. Oder Begrüßung durch unseren Präsidenten aus dem Zentrum als Lohnerei von mir, mich und ich zu adressieren. Zuallererst tue ich aber wie all Jahr die traurige Pflicht, aber auch die Eier, ich allzu bitten, am Gedenke für Eis am letzten Jahr verstorben Membern für ein Gedenkminute abzustehen. Besonders symbolisch für all will ich hier und den Paul Nickels erinnern. Ein Mann von der ersten Stunde, den immer am Einsatz war, langjähriger Präsident vom Süden, Organisator von vielen Wahlkämpfen und noch Festivitäten und den super Responsable von Eiserhal. Auch ihn hat es das Jahr verloren. Ich sage nicht merci. Lascht an das Jahr dominiert Covid-19. Nach immer ist Leben, ist Schaffen, ist Denken, last but not least, als politische Landschaft. Wenn in Sondagen so guckt, da fällt es einem schon ab, dass mindestens gefühlten 2 bis 3 Pressekonferenzen pro Woche doch gut sind, für Sitz zusätzlich an der Chambre zu kriegen. Die Opposition kann an so einer sanitären Krise nicht da nicht machen, wie hier Erbicht
an Nuance sitzen. Wenn ein Haus brennt, muss ihn entlöschen. Kann ihn diskutieren, ob von links oder von rechts, aber es muss ihn entlöschen. Und je nachdem, wie die mediale Berichterstattung danach ist, können die überhaupt mit seinen Nuancen rüber beim Publikum. Aber meistens überhaupt nicht. So fällt einem dann als Parteipräsident der DAX ab, dass für manche Medien nimmen 3 Oppositionsparteien an der Chambre geschwart haben. Teilweise mengt der Ball, es wären am Gang, Einzelpersonen zu pushen, die sich an einer Art selbstgerechter Sonne draußen durchstellen. Am Land hast du ein ganz interessantes Gedicht gerade publiziert. Ich habe aber natürlich sicher nicht eine vielbelaschte Meinung als Präsident von dieser Partei. An dem Kontext noch ein kleiner Zwischenremark und Presse. Das ist nicht einfach, als Parteipräsident in die Chambersmandat gehört zu gehen. Ein anderer Parteipräsident ist unter anderem unter schwieriger medialer Lage schon das Jahr gescheitert. Aber eine Partei besteht nicht nur aus denen, die an der Chambre sind, sondern auch aus denen, die alltag draußen auf benevoler Basis Politik von einer Partei vertreten. Das geht beim Parteipräsidenten, das geht über den Vizepräsidenten, den Generalsekretär, die Präsidentin von der Frauen, der Präsident von der Adrenalin und zu guter Letzt all als Members, die draußen stehen für das, was wir vertreten, was wir für wichtig an diesem Land halten. Sie haben alle etwas zu sagen und sie alle vertreten diese Partei. Aber zurück bei diesem Kongress. Ihr seht, ob der Badge handelt mir, es geht die neue Verfassung. Es geht ein eventuell damit verbundenen Referendum. Heute soll der Kongress heute eine Resolution holen. Ich will nur heute den 2 Reden von Herrn No nicht greifen. Aber das schenkt es mir, als ob Gambia und CSV, also die 3+1 lo am Schied von der Corona-Krise, am stillen Kämmerlein probieren, etwas durchzuschummeln, was nimmen kein Stüps abwirbeln soll. Land hört aber nach einer Sorge wie nimmen Verfassung. Der Klimawandel, die akute Wohnungsnot, migrationsfroh bleiben bestehen, auch bei Covid. Also sind auch nach immer do, wenn der Corona schon lang, so Gott will, besiegt das. Ärgert der Klimawandel lo mit der Corona-Krise vergleich. Aber wie an der Corona-Krise geht es die eng, die brav daheim bleiben, an die anderen, die laut Facebook und TikTok am Sommer eine Kompanie feiern und da plötzlich positiv sind. Es kann den nicht so leicht zu mengen, dass der spezifische Versuch gemäht wird, für die verschiedenen Schichten an dieser Gesellschaft gegenseitig obenhin zu hetzen. Diskussion über den Klimawandel wird nur eiser an nur Menge persönlicher Aussicht nach immer auf dem falschen Fuß gefeiert. Das heißt, dass die Diskussion, die dabei gefeiert wird, eigentlich ein rein akademisch ist. Wenn mein Haus aber brennt, ist es mir am Black egal, ob ich durch meinen eigenen Fehler das Haus zugestochen habe, ob mein Notpot war oder der Blitz. Ich will helfen, aber direkt und auf der Platz, und ich dürfte da keine Angst für Wasserschuhe tun. Und so ist das doch mit dem Klimawandel. Kommen wir zurück auf Lützeburg. Wir stellen fest, dass keine Diskussion darüber, dass wir etwas machen müssten. Diskussion ist nämlich über die Manier. Eine CO2-Steuer führt nicht zu einer Verbesserung vom Klima und auch nicht vom Klimawandel. Ich habe schon einmal gesagt, du fährt kein Auto Männer und das Klima mischt nach immer kein Kur zu Bad Mondorf mit denen suchen. Wie lange wollen wir dann nach der Gag mal das machen lassen? Der Erhöhung von den Accisen hilft der Staatskäse, aber sicher nicht dem Klima. Damit direkt verbunden sind die spezifischen Lützeburger Probleme, den akuten Wohnungsmangel an der Wurst. Das eine geht Hand an Hand mit dem anderen. Es kann, wir sehen es selber, nicht zu viel gehen. Es Straßen verstoppen all Mäuse an all Oves, trotz oder grad wegen dem Tram, die nehmen eine lokale Lesung oder soll ich so eine deier Spielsache von eine pure Leid aus. Transport public verdient auf viele Plätzen diese Nummer nicht. Der Pôle d'échange, den Lonai um Kirchberg entstanden ist, wäre zum Beispiel dazu, dass an der Moyenne die Leute aus dem Osten, ich weiß, das ist die Quantität negligible,
aus einer Ursache, die kein Mensch versteht, all do ausklammern müssen, an do wenn 20 Minuten mehr lang brauchen, für an das Stadtzentrum zu kommen, wie für drin. Und da wundere mich heißt, dass man noch mehr Autos auf der Straße haben, wie für drin, wo man mit dem Bus auf 40 Minuten an das Stadtzentrum kommen sind, wo brauchen wir eine Stunde 10, eine Stunde 20. Aber das ist gratis. Nicht mehr gratis ist nicht gut. Solange wie nicht fundamental umgedurcht wird an der Wachstumspolitik, brauchen wir es nicht zu erwarten, dass sich an der Wohnungs- und Transportsituation irgendetwas ändern wird. Da werden Menge mehr klar und deutlich, unmäßigen, unkontrollierte Wachstum als die Hauptursache vom Transport und von der Wohnungsnot zu Lützeburg. Wir mengen noch, dass neue Steuern und Enteignungen wie von Gambia envisagiert, da wie die Link nach des Last an der Chambre abgeholt haben, kein probat Mittel sind, für die Wohnungsnot an den Griff zu kriegen. Ziel muss es sein, als Lebensqualität zusammen mit diesem Lebensstandard zu erhalten. All Mensch soll sich hier am Land etwas Eigenes können leisten. Die Wohnung als Lebensmittelpunkt von einer Familie zu schaffen, muss an as eine Priorität von allen Politikern den verdreht. Wie sehr Prozeduren mit strikten kurzen Delays für all konzernierte Verwaltungen müssen angefordert gehen. Für das Wohnungsprojekt können an einem raisonablen und wirtschaftlichen Zeitraum gebaut gehen. In der letzten Zeit ist viel Rätsel von Wolz, vom Wohnen und der Wolz. Dass dir wie viele Jahre vergangen sind zwischen der Idee zu dem Projekt, wo die letzte Wohnung, so Gott will, da gebaut wird. So nicht, sie kein 10 Jahre, sie kein 20 Jahre, sie kein 30 Jahre. Es wird 35 Jahre, eine ganz Menschengeneration an Land ziehen, für das du für 2000 Leute Wohnungen geschafft sollen. Und das mit einem Zuwachs zu Lützeburg pro Jahr von 10.000 und mehr Leute, die all Jahr beikommen bei der Population, könnte ich vorstellen, wie man mit der Wohnungsbaupolitik als Wohnungsbaukrise gelöst kriegen soll. Ich kann mir das nicht vorstellen. Nicht, dass mir gegen die Wachstum als geht pair mit der Migrationspolitik, wie ich gerade gesagt habe. Wir haben über 10.000 Leute, die all Jahr beikommen. Auch darüber müssen wir nur denken. Nicht, dass wir gegen eine gesunde Migration wären. Aber was die letzten Jahre gelaufen ist schon erstaunlich. Wir haben an der ADR festgestellt, dass wir an diesem wichtigen Bereich die einzige Partei sind, die klare Alternativen zur Politik von der jetzigen Gambia-Regierung hat. Viele von den außereuropäischen Migranten haben nicht mehr ökonomisch Gründe, sind damit bausen alle legalen Dispositionen von Immigration, Arbeits- und Aufenthaltsrecht in Europa. Was wir aber gesehen haben, wofür wir konsequent stehen, ist die Leute und die Länder, die an Not sind, zu unterstützen. Mit humanitärer Hilfe massiv sogar zu unterstützen, wie zum Beispiel wird den UNHCR. Das ist nicht nur eine menschliche Verpflichtung, mir auch ein Beitrag dafür, dass die Leute sich nicht an die Hoffnung gehen, ob ein gefährliches Reis beginnt, für sich an Europa eine neue Existenz aufzubauen. Wir wollen den Leuten da helfen, wo sie sind, und dann, wenn sie die Hilfe und die Unterstützung brauchen, und nicht irgendwann, wenn sie ein Hai unter Brick oder in einer Brick gestrandet sind. Zurück aber auf das Sujet von heute, die neue Verfassung. An den damals versprochenen Referendum. Eine Verfassung als Fundament von all Staatswesen. Eine Verfassung als das Wichtigste, was der Staat hat. Sie, die Verfassung, als der Garant und Fondation, auf die ein moderner Staat basiert. An den Fundamenten geht es nicht mehr ganz vorsichtig schaffen. Er hat den Risiko, dass es sonst zu risken an einem Staat. Aber wen ist dann der Staat? Weil wir all, die Member von diesem Staat sind, mit allen Rechten und Pflichten. Aber wenn wir an unserem Haus Lützeburg Risse haben, weil wir uns Fondationen schaffen gegangen sind, da plündert der Lokatär, geht an ein anderes Haus wohnen. Und wir, der Proprietär, bleiben mit den Rechten von unserem Staatsgebäude hier zurück. Deswegen kann, soll eine neue Verfassung nicht mehr mit dem Aval vom Proprietär von diesem Staatswesen angefordert gehen. Und deswegen steht da der für Referendum am Kader von dieser neuen Verfassung.
Wie schon zu Ettelbrück am letzten Kongress gesagt, auch an der Verfassungsfroh sind wir die einzige Partei, die jetzt von damit die bürgerlich konservativ Werte an der Verfassungsdiskussion nachvertreten. Das ist also nicht die Frage, wie weit sie mir an diesem Sujet von der neuen Verfassung berät, via ein Referendum die Wähler entscheiden zu lassen. Das ist nicht die Frage, wie weit partizipativ sind nach Gambia und CSV an diesem Kader. Stand haut gar nicht. Das will mir ändern, weil der Wähler ist der einzige Souverän, den darüber zu entscheiden hat. Ich so nicht, merci. So, und vielmals merci, Jean. Wir kommen lo und den Generalsekretär, der leider Gottes nur von der National Expanding. Wir haben aber ein Video von ihm, wo er mit euch schwätzt, und die fand doch den Rapport von ihm an dem Dossier, den der Führung nicht leihen hat. Es gibt dann dem Alex Twurt gehen. Liebe Parteikollegen, liebe Parteikolleginnen, ein groß Eier für mich, der vom Kongress zu schwätzen, oder denen 6 Kongresser, die ich 4 drin hatte, oder 5 Kongresser, die ich 4 drin hatte, wo ich immer live dort dabei war, wo ich wirklich mit dabei war als Generalsekretär, das hat eine Premiere, wo ich leider kann, aus professionellen und auch ein bisschen aus privaten Gründen, halt nicht kann dabei sein, schon die Proposition aber gerne ugeholt, mit großer Freude ugeholt, für Leute über Video dabei zu sein, mit meinem, oder was mit unserem traditionellen Rapport, 12 Fakten, das Jahr für 2020. 2020 wat ja gezeichnet war von der COVID-19-Krise an engem Rapport ein bisschen noch viel bringen. Das heißt, all die Aktivitäten, die man hatten, wat man Aktivitäten waren wie die Jahre für drin, waren im großen Teil auch immer relativ eng verbunden mit der Covid-Krise, die wir im letzten Jahr hatten, und die wir relativ auch bei unserer Partei, muss ich sagen, relativ gut gemischt tun. Ich meine, die vorbei all gut führen Schleiern 12 Fakten 2020, wo wir weiter aktiv waren, allgemein, die Lese gefangen den 12. Januar 2020, das war nach 4 Runden Etat de Krise, wo wir als traditionell Najos-Rezeption hatten um 10. Dono hat man 26. September, das heißt, no der Krise, das ist no Etat de Krise, hat man als Journée parlementaire am Park Hotel Alvis, wo man als probiert auf 4 verschiedene Sujeten zu positionieren. Wir hatten den 11. Oktober dann den Nationalkongress zu Ettelbrück, natürlich auch immer am Respekt mit den nedischen Restriktionen. Und dann da habe ich von unserer Partei, von unserer Fraktion, das heißt, hat man der Exekutiv hat 8 Versammlungen, als Nationalkomitee 7 Versammlungen. Die Versammlungen waren natürlich immer über Videokonferenz. Das heißt, wie von den Restriktionen, immer Covid-Restriktionen, haben wir das über Videokonferenz gemacht. An die Versammlungen über Videokonferenz dort auch immer alle Menschen mitgemacht. Also auch die Leute, die so mal physisch präsent waren, waren auch auf der Videokonferenz und die Leute immer geholt. 23 Versammlungen von der Fraktion. Pressemitteilungen, da waren wir auch ganz aktiv 33. Das heißt, du hast auch Pressemitteilungen von den Bezirken, von den Sektionen, von den Frauen und auch von der Adrenalin mit Abergraf, Pressekonferenzen 3. Und dann ganz wichtiger Punkt, auf den wir ganz viel insistieren, das sind die Entrevuen mit den Berufsständen. Für was sind die Entrevuen so wichtig? Die Entrevue ist wichtig, weil in do am Fond geholt du Leiers von den Force Vive, ja, das heißt von den verschiedenen Berufsständen. Wir sind ja nicht alle an den verschiedenen Berufsständen dran. Das heißt, da können wir also ein Bild machen von den Doléances, von den Sorgen, von der Perspektive von den Berufsständen. Und das sind Sachen, die man auch noch am Wahlkampf mit abbauen, also ein Wahlprogramm für allem mit abbauen. Das heißt, Bauernzentral hat man bei uns den 100,7, das ist luxembourgeoise des étudiants en médecine, dann die Association de médecins et médecins dentistes. Hun net Ula is bei han los dann Groupement Transport Luxembourg an UNICEF, Enseignement Gewerkschaft SNE, das heißt das Syndicat National des Enseignants, wie auch wie so relativ viel à l'épreuve.
gesagt goufen als Enseignant während der COVID-Krise an dann den eternellen Thema den Ormer dans les débats den Stopp de 5G Verdil ganz interessant Entrevue an dann zum Schluss den RCL der Tischchten Automobilclub. Parlamentarisch frohen schmengen großer Fred 382 parlamentarisch frohen am Jahr 2020 wird ganz auch ganz viel also mir wird doch ganz beweist wie aktiv an wie gut dass mir Opposition als deputiert Opposition an der Chamber machen Motionen macht 21 Motionen dann Aktualitätsstunden auch ganz wichtige Punkt Aktualitätsstunden Hummer ugefrot feierstick dat war enkeier iwwer d Rekrutment vun Saldoten iwwer de Korporal, d'Aktualitätssturm iwwer die ekonomisch Konsequenze vun der Corona-Situationun op Lützeburg ganz wichtige Punkt. D'Aktualitätssturm iwwer die Sanitärbedingungen zu Lützeburg am Hinblick op Corona-Situation immer wie gesagt all die Sachen am selbechten Kontext. An dann auch ganz wichtig natürlich weil Eis an eiser Partei auch immer ganz viel im Herzleit Europa an bause politisch Sujeten. Als Deputéiert als Fraktion weiterem am Kontext vun als Oppositionserbecht feier ganz wichtig Gesetzespropositionen gemerk enkert Reform vum Spidolwesen Dir kennt die desaströs Situation, die ënner den sozialistischen Minister gemerk gouf woch nur herausgestalt und dass mir an dieser COVID-Krise absolut net op seg Situation präpariert wären, wo sech rausgestaltet, wat mir schon Jore fir Drnnemmer gesot, dats mir an den Spideler zween Spatter hunn. Da eng Situationun, die desastrés ass vu mir ganz klar och die ganzen Spidolsvisen mat der Gesetzespropositionun wollten oder wëllen besser gesot reformieren. Dann wat Kammer geld, do ass och do sech trogestalt firiert ass, mat dee Jonken ich mein, kann bis 25 Joer kann en se Back jo och iwwer Internet netcht Detüden net die richtige Tüden an der Schul datcht iwwer iwwer E-Bak deré E-Bak haut staat i Campus kann e jo machen kann der noholen an dutsch trogestalt. Ob wir dann dumm am Kammergeld ass dat Techt dat keng die Jung die dat no net am Fogol a proprement parallel keng Jung die an der Schul ginn fiesg dat die wollen dat iwwer den E-Campus no wie dumm am Kammergeld du mir Proposition mat die ganz interessant jocht ganz gerecht dat mir gesot meier och déi kënnen vum Kammergeld profitéieren dann Süden aus ganzem Herz leit den Referendum. Ich mein, wir werden haut nach op diesem Kongress ganz viel der Referendum heieren kann ich lo schon so. Du hat mal eine Gesetzesproposition gemerk fir iwwer den elektronische Weh Referendum deel zu höllen. Weil soll wie gesagt, Referendum soll den Ausdruck sinn vun einem Wort vom Folleg Wort populär wie die seht, und dann soll noch den Leiit Mlichkeit gehen Müller och während der ganzer Pandemie hat man ja gouf ganz viel geschwert oder gouf ganz viel appliiert Videokonferenz an so weiter und so fort wie kann vubausen an den Sachen deelen. Da war als Proposition och wat Referendum oberlegt, dass noch kann den elektronische Weh ausgefordert gehen. Dann zu guter Lächt es eine Gesetzproposition wo ich auch deelweise auch mat geschafft hun auch immer am Kontext von der COVID-Krise mit hat Krise as ja so, dass du kann die Regierung am Fongehol mesureuren holen, die engen Gesetz gleichkommen, ohne dass das Gesetz von der Chambre am Fongehol geholt gouf. Weil das eine relativ gefährliche Situation ist, das heißt, am Fongehol de Pouvoir, das ganze Pouvoir, das heißt auch die legislative Pouvoir der Chambre gehört, im Prinzip der Regierung gëtt mir gesot méi an Contrepoids mir eng Proposition gemerk, dats dann de Bierger kann die mesure vun der Regierung die legislative Charakter hunn an tout moment kann vun em Verfassungsgericht iwwer prévelossen op hier Verfassungskonformitéit am Fongehol zu eiser Konstitution. Dat waren als Gesetzespropositionen wie gesagt, die ganz interessant sind an die och bisssen wie so die Gesetzpositionen, die auch bisssen so der Charakter als spezifischer Charakter Einzelheet vun der DDR am Fongehol firspiegeln. Dann ganz wichtig als europäesch Familie DCR, du muss ich natürlich so och ganz COVID geprägt. Du hast lächt Jahr 2020 net immens viel gelaufen, muss ich auch so eng Phase de Transition.
An der ECR hunn am Fogol eng italienisch Präsidentin lo am Fogol italienesche Pouvoir sozusagen den englische Pouvoir iwwerhol mir wissen net durch den Brexit sind Briten jo raus aus Europa der Techt net auch eng Reperkussion op die aber als europäisch Familie. Der Tisch verlo bis Changement Pouvoir ehrlich gesot net all Gotte net richtig wissen, wo die europäisch Familie histeuert. Dann ganz wichtige Punkt ADR Tele. Super Sache. Ich mein, 2020 trotz Corona 10 Emissionen, die dann die Combrio gemeestert huet, mat ganz interessanten Gäst, mat ganz interessanten Themen, an bëssen so immer so an Form gepickt, do wo richchte Schwei deet an die Sujin opgegraf, die Bierger interesseieren, die könnt die Emissionen von der RDR Tele können natürlich immer regelmäßigweise seit RDR.delu respektive Facebook seit immer nach weiter no gucken. Dann zu guter Letzt auch Tribünen Libre op RTL, wo man können dann während 3 Minuten, wo von unseren Member kann frei schwätzen iwwer de Sujet interessiert, da waren wir auch natürlich immer sur Platz als zu Gast im Land, dat heißt, am Lützebauer Land as eng Zeitung die der rauskennt immer vorauskennt, da kann wissen Parteien sich dann auf und da kann auch immer Schmengen all Partei zu Wort kommen an do waren wir auch mit diesen Artikeln waren wir auch immer do. Ich selber Spensch hat auch 2020 zweimal, wo ich zu Gast im Land für der geschrieben habe. Zu guter Letzt eng froh, die ich von den Journalisten immer Gestalt kreen bei den Kongressen, da das mal viel Member hat. Stand haut 22. Juni, merci Marcelin Görgen, habe ich die Information 1792 Member. Das können da nur mehr sein, das kann nächste Woche mehr sein, das ist der Stand haut. Schließen auf mit meinem Rapport, an dem ich so wir sind natürlich auch lokal aktiv. Das heißt, der Rapport, den wir haben, wenn wir im Nationalkongress haben, ist die Nationalaktivität von unserer Partei. Das heißt, die Aktivität von der Fraktion, die Aktivität von der Partei im nationalen Niveau, Nationalkomitee. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass als Partei auch lokal aktiv ist. Das heißt, wir haben Sektionen, wir haben Bezirke führende Sektionen natürlich, die auch ganz aktiv sind, die auch hier Kongresse gehalten haben, für diesem Kongress, die Terra schaffen, die ja wirklich Basis von unserer Partei sind. Und denen wollte ich auch einen speziellen Merci sagen, die, wie gesagt, sind Basis auch von unserer Partei und da ist auch geschafft gehen. Voilà. So eine Merci für die Nolausterin. Das ist eine schöne Experience für mich gewesen. Also 2000, ich verspreche nicht, aber wie gesagt, Datei aus persönlichen Grund konnte ich nicht dabei sein, halt mehr, dass ich aber dann 2022 denke, dass er mich dann live gesieht. Voilà. Großes Merci. Merci Alex für den möglichen Aktivitätsbericht. Ich meine, du gibst alle Menschen dran rumfangen. Na, Mr. Rapport Dir an dem Dossier leiie wie ich gesot vierst, as resümiert wat am Jo 20 Schloss wär. Huet egent den eng froh, dat sos eng Bemerkung zum Rapport vum Generalsekretär ze me. Nee, ich ging so dat net der Fall. Da gi mir riwer op den nächste Punkt op den Punkt 4, da kommen wir zu den Doléanzen zum Käserrapport. Und ich gif do den Detlef Sonne zu kommen, als der Rapport zu gehen. Detlef, du hast fort. Oder als Tresorier, also Dommering Fred, Matele zu können, dass wir ein équilibriertes Budget haben. Wir schließen das Jahr 2020 haben wir aufgeschlossen mit einem Benefis von 223.584 €. Das Fonds propre präsentiert. Am Gesamt hatten wir Recette von 396.882 €. An Charge, also Aufwand, 473.298. Finanzen
Lukas zu dem Datum auf der Bank war, das sind noch 93.000 €. Ich brauche eine ganz équilibrierte, ein sauberes Budget, eine Situation financière für 2020. Voilà, so nicht merci. Merci, Detlef. Kommen wir zum Rapport von der Kassenrevisoren. Das ist Tom Weidisch. Tom, du hast das Wort. Guten Abend, Schützverein. Es ist ein Rapport von den Käserevisoren präsentieren. Das ist natürlich den interessantesten Teil vom ganzen Nationalkongress. Und, wir waren den letzten Freitag beim Detlef mit mir, das BA, an den Eve, an alles das, was mir geguckt haben, das war alles tipptopp an der Reihe. Für Detlef mit so einer Filmus Merci für all die wertvolle Arbeit, die du für Eispartei musst. Und ich bitte den Nationalkongress, den Käse umzuhören. Merci. So, und Tom, merci auch der Kassenrevisor für den Rapport, den sie gemacht haben. Wir kommen dann nur zu der Erklärung vom Generalsekretär. Hat irgendjemand froh, dass es eine Bemerkung zum Rapport vom General Kessier zu machen? Scheint nicht der Fall zu sein. Da gebe ich später über die Entlastung von Kessier aufzustimmen, wie man im Rapport vom General Kessier abverstanden hat, bitten ich je tanzen hier will. Man hat das mit dem Zettel einfach nicht geliefert. Wer ist dagegen? Ich gesehen Loken. Wen enthält sich? Auch kein. Da können wir 4 Uhr fahren. So hat wieder Rapport vom General Kessier aufgeholt. Und da können wir 4 Uhr fahren, mit einer guten Käse. Da kommen wir auf den Punkt 6 von der Tagesordnung. Ich gebe euch bitten, über die Entlastung vom Nationalkomitee für die gleichen Erbichten von 2020 aufzustimmen. Wie mit den Erbichten vom Nationalkomitee abverstanden ist, gebe ich euch bitten, tanzen hier. Mengen dat wir unanim. Merci. Wen enthält sich, wen ist dagegen? Kein. So nicht. Merci. Thomas das Nationalkomitee entlasst. Am Punkt 7 wird der Bezirk laut Statuten Artikel 35 Aufsatz C recht, Käserevisor dem Kongress zu proposieren. Ich gehe nicht nur die betreffenden Leute durch. Der Bezirk Norden proposierte Claude Pleger. Der Bezirk Osten den Yves Jussac, den Süden den Tom Weidisch, der Bezirk Zentrum Madame Beatrice Clement, für die Juren der Claude Bellman, und für die Frauen Tessie Alice. Ich gebe euch dann bitten, die Handzeichen über die Kassenrevision aufzustimmen, wen als mit der Proposition abverstehen. Merci. Als een dagegen? Nee. Als een den sich enthält? Nee, so nicht. Merci. Somit werden die 6 proposierten Kandidaten als Käserevisor gewählt. Da kommen wir zum Punkt 8. Laut Artikel 35 Aufsatz G muss der Nationalkongress alle Jahre Kotisationen festlegen. Der Nationalvorstand hat proposiert, dem Kongress den Montant von der Kotisation nicht zu erhöhen und so zu lassen, wie es bislang war. Als der Nationalkongress damit abverstanden,
Da gebe ich die Spiele ihrem Titelchen rum zu hier. Merci. Als ein der Gegend. Auch kein, merci. Und wen enthält sich? Kein. Merci. Du hast das Proposition für die Kotisation nicht zu heißen Ugeholt. Für 4 Punkt 9 von der Darüberung der Proposition über das Projekt von der Verfassungsreform. Diese Position wird an einer Resolution festgehalten, die dir am Kongressdossier hat. Präsentiert wird die Proposition von der RDR zum Referendum von unserem Nationalpräsidenten, dem Herrn Jean Schoß. Jean, du hast Wort. Also ich muss so, der wäre es noch nicht mit kurz gehen. Hört mich nicht verreden. Gut. Liebe Parteifreundinnen und Freunde. Eine neue Verfassung, ein Referendum. Ich hatte gemeint, Referendum wird ein Horror seit 2015 für Gambia. Ein Trauma. Das Volk hat nicht verstanden, was seine Elite wollte. Und da winkt, muss mit aller Gewalt verhindert gehen, dass das Volk nach ein Jahr schwätzen kann. Ich zitiere normalerweise nicht gern aus anderen Wahlprogrammen. Erstens sind sie nicht so gut wie Eisen. Zweitens meine ich nicht gerne Reklam für sie. Aber ich fand, dass sie aus dem Wahlprogramm von 2018 von 4 Parteien mal ein Zitat bringen muss. Fängt mal bei der nachgrößten Partei, der CSV. Erst dann wird die Abgeordnetenkammer das erste verfassungsrechtliche Votum in Angriff nehmen. Dieser Text wird danach den Bürgern in einer Volksbefragung, Klammer auf, Referendum, Klammer zu, vorgelegt und wird das zweite verfassungsrechtliche Votum ersetzen, am Kader von der neuen Verfassung. Der LSAP zu demselben Sujet. Die LSAP wird prinzipiell am neuen Verfassungstext festhalten und sich im Parlament im Rahmen der ersten Lesung für das neue vorgeschlagene Grundgesetz aussprechen. Anstelle einer zweiten Lesung soll der neue Verfassungstext allen stimmberechtigten Bürgern anschließend nach breiter öffentlicher Diskussion zur Abstimmung per Referendum vorgelegt werden. DP. Da die Verfassung die eigentliche Rechtsgrundlage unseres Landes ist, muss im Vorfeld das Referendum mit weitgehendster und objektiver Information sowie mit weitmöglichster Bürgerbeteiligung begleitet werden. Last but not least die Grünen. Deshalb ist es wichtig, die Reform unserer Verfassung zügig abzuschließen und per Referendum den Bürgern und Bürgerinnen zur Abstimmung vorzulegen. Alles gut kann die Mengen. Ja, der Wähler hört 4 Parteien, an noch der ADR, die schon immer für ein Referendum war, im Mandat gehen an den Wahlen 2018, für einen neuen Verfassungspropos auszuschaffen, dann die Leute ausfeierlich zu informieren, für nur dem ersten Wort ein Referendum gut informiert aufzuhalten. Aber nicht das gut zu Lützeburg. 2019 haben sich Gambia plus CSV an der Zonendieren darauf geeinigt, nicht über den ganzen Text aufzustimmen, mit das ganz auf 4 Deler zu splicken. Die offizielle Konklusion aus diesem Splicken von dem neuen Verfassungstext als Lo, und ich zitiere mein Lieblingssender RTL über ein Interview mit Simon Beisel. Simon Beisel äußert sich da an dem Sinn, ein Referendum um erste Wort an der Chambre wie aber kein Thema mehr. Ich zitiere. Das Referendum soll über eine generelle Verfassungsrevision sein.
Lo hätten aber den allen Text von 1860 nimmen punktuell modernisiert gehen, an 4 Kapiteln abgedeelt. Da müsste ihr schon 4 Referendume machen, so Simon Beisel, die aber nicht verstoppt hört, dass sie dem Instrument Referendum ich das skeptisch gegenübersteht. Ich zitiere immer nach RTL. Wenn es die rezenten negativen Erfahrungen, wie sie Donnerstagmorgen, sie war ein Witti von der Redaktion, sot. Das Risiko wird enorm, die Leute 140 Artikel 4 zu lehnen. Wenn engem nimmen ein Artikel davon nicht passt, da geht der ganzen Text refusiert gehen, und dann hätte man nach an 20 Jahren keine neue Verfassung. Eine neue Verfassung als kein Spiel gezeigt, nicht etwas nice to have, das ist etwas, was die gut überlegen muss, was diskutiert gehen muss, aber wo völlig durch 100 stehen muss. Das wäre auch kein Zitat von RTL. Also im Moment mal, kommen wir zurück auf den Interview. Erstens, anscheinend soll das Referendum nicht über den generellen Verfassungsrevision gehen. Okay, also machen wir keine Verfassungsrevision, haben die 3+1 keine Verfassungsrevision geplant. Da kommt den zweiten Punkt. Lo hat ihn aber den alten Text von 1861 punktuell modernisiert an 4 Kapiteln adaptiert. Punktuell modernisiert. Also, den kompletten Text von 2019, die ursprüngliche Version, finde ich quasi an der punktuellen Modernisierung rum. Misst ihn da vielleicht mal von Seite von Gambia aus das Wort punktuell definieren. Es geht noch besser. Da müsst ihr schon 4 Referenden machen. Stell dich 4. Wieso 4? Kein zwingt Chamber, die 4 Kapitel einzeln zu stimmen. Sie können die 4 Kapitel auch zusammen stimmen, an einem einzigen Block, so wie sie von Anfang an geplant waren. Und dann verstoppt Madame Beisel nicht, dass sie dem Instrument Referendum skeptisch gegenübersteht, wegen der rezenten negativen Erfahrungen. Also mal ganz ehrlich, in der neuen Verfassung geht los seit, ich meine, Robby, du warst noch an der Chambre, seit weit über 15 Jahren geschafft. Aber wenn der Text da wirklich so gut ist und so modern, dann dürfte es dann nicht schwer sein, 50,01% von den Lützeburger auf ihr Seite zu kriegen. Oder, aber wenn sie nicht die 50,01 kriegen, also nicht das gut Recht vom Wähler, also nicht selber der Essenz von einer modernen Demokratie, dass sie noch etwas, was die 4 gelöst kriegt, auflehnen dürfen. Und da 5. Das Risiko wie enorm, dass in Leid 140 Artikel 4 zu nehmen. Ich frohe nicht, wie viele Artikel hat es jetzt Verfassung? Ferner, du hörst 400 Leihen. Müssten etwas an die 112 oder 114 Artikel sind. Ich will mich nur nicht auf die letzten Dinge festlegen. 140, nein, 121. Ihr seht, ich hatte ein bisschen unterdrifft. Und ihr seht, die Verfassung nicht mehr punktuell geändert. Also sind nicht mehr 140 Artikel. Das heißt, wir kriegen eine komplett neue Verfassung für 4 bis an. Und da geht das als punktuell durchgestartet. Ich habe da etwas nicht verstanden. Ich hatte gemeint, wir kriegen keine Verfassungsreform. Wir wären nicht mehr punktuell. 4 Kapitel. Los sind nicht 140 Artikel. Das ist eine komplette Konstitution. Kein Land in Europa geht seine Gesamtverfassung am Moment umkrempeln und sagt dann, das ist nicht mehr punktuell. Und da soll mir als Volk nicht mal informiert gehen und noch nicht mal schwätzen dürfen. Mal schön. Das ist basisdemokratisch. Hat du etwas zu verstoppen? Vielleicht. Der Ferner wird noch nicht genau, ob das Verstoppen angeht. Ich will heinem so viel verroten. Ein Teil vom Referendum von 2015 soll durch die Hönnestier revidiert gehen, nämlich das Ausländerwahlrecht. Aber dazu später beim Ferner mehr. Ich konzentriere mich nur auf das Referendum. Wie kann es überhaupt heute zu Lützeburg zu einem Referendum kommen? Was gesagt,
Gesetz 4. Wir haben das Gesetz vom 4. Februar 2005 über das nationale Referendum. Und da steht, dass nur dem ersten Wort an der Chamber von 14 Tage 15 Deputierten oder 5 wahlberechtigte Bürger ein Referendum frohen können. 15 Deputierten, das ist doch einfach, oder? Nee, Gambia hat 31. CSV hat nach 21 Deputierten, bleiben nach 8 tapfer, ich habe mal gesagt, Schneiderleinen, es bleiben 8 tapfer Oppositioneller weit fort, also von den 15 Deputierten, die lieber hier Wahlversprechen, was sie 2016 gehen haben, brechen, wie Referendum wollen. Boah, da gehen wir bei die 5 Wahlberechtigt. Das ist ja doch einfach. Jo, nein. Die müssen aber nach dem Soutien von 25.000 andere Wahlberechtigten Bürger kriegen, am Konträr zu den Deputierten. Heißt konkret, 25.000 wahlberechtigte Leute müssen an hier Gemeng gehen und dafür an einen Beamten sich androhen, erfrohen für ein Referendum. Und das, wenn man durch 4 Splicken, 4 Mal, weil Gambia plus CSV es ja 4 Dealer gedeelt hat. Konkret, 15 Deputierten, ein Referendum. An der augenblicklichen Konstellation unmöglich. 5 plus 25.000 wahlberechtigte Bürger, ein Referendum. Die Gesicht lädt leid heich. Da der hat erwähnt an der Gesetzespropos 7.771 gefroht, für ein digital Kollekt an den Präsident, der Generalsekretär hat es gerade, Alex Penning hat es gerade ugeschwart, gefroht, für ein digital Kollekt von den Unterschriften zu machen. Aber nein, an einem modernen Lützeburg, wo wir als Steuerdeklaration elektronisch machen können, wo wir elektronisch so ziemlich alles unterschreiben können, inklusive als ein Pass, als ein Impfpass und ich weiß nicht was, vertraut als Regierung nicht auf myguichet.lu oder auf Luxtrust, nein, sie vertraut nicht mehr auf eine Präsenzveranstaltung an der Gemeinde. Und das war möglich nach zu Covid-Zeiten, wo die Gemeinde leider zu ist. Das wird ein Hummer. Es hat leider kein für den Referendum gestimmt, morgen das Büro, der geöffnet ist. Aber seriös. Da der hat den 19.02.2021 eine Resolution an der Chambre abgebracht für ein Referendum am Platz vom 2. Wort. Wir wollten gucken, wie stehen Deputierten zu ihrem Wort von 2016. Das Resolution gab mit 52 Nein-Stimmen, 4 Ja und 4 Abstentionen aufgelehnt. Ihr seht, Vertrauen von den Deputierten an das Jugement vom Lützeburger Volk ist immens. Denkt daran, wenn er an 2 Jahren wählen geht. Da der hat den 20.05.21 eine Resolution deposiert über eine breite Informationskampagne über die neue Verfassung. Die Resolution ist am Moment, ich erlaube mir das, wie dass ich nicht an der Chambre sind, so begrüben an der Kommission des Institutions et de la Révision constitutionnelle. Die sieht also, es geht alles gemäht, für das Wahlvolk an einer unwissender Wohlfühlwolke zurückgelost wird. Am Resümee. Wir haben eine Resolution rabuert für ein Referendum, aufgelehnt durch CSV, DP, LSAP an die Grünen. Dieselbe, die für uns 2 Jahre bei den Wahlen gesagt haben, wenn der Eis stimmt, kriegt er ein Referendum. Da der hat den 19. Februar 2021 die Gesetzesvorschlag gemäht für einen elektronischen Weg zu machen. Auch dieser Gesetzesvorschlag ist von der Regierung zur Summe gesagt, dass DP, LSAP an die Grünen aufgelehnt gehen, den 12. Mai 2021. Da der hat darauf den 20. Mai 2021 eine Resolution deponiert über die Informationskampagne. Diese Informationskampagne misst an Eisen an, auf einer neutraler und objektiver Basis durchgezogen, bei der doch kontrovers Diskussionen erlaubt sie müssen, zu allen Punkten, die an der Verfassung geändert gehen. Ihr wisst, das ist nicht mehr punktuell, 140.
Die Resolution ist wie gesagt den 3. Juni an der Institutionenkommission. Ich will nicht so begrüßen gehen, ich hatte das für Druck gesagt, aber mal angemottet gehen. Und da stimmen wir heute. Gambia plus CSV, die ein Referendum verhindern wollen, a Purkos. Ein ADR, die hier das Wahlversprechen anhalten will. Was sind daraus Fakten und Konsequenzen? Wir kriegen an den nächsten 12 bis 18 Monaten 4 Partien von einer neuen Verfassung zum ersten Wort an der Chambre. Wir warten immer den ersten Wort, weil die 4 Partien an den Nähe greifen. In einzelnen zweiten Wort, direkt nur dem ersten Wort, also am legalen Abstand, gibt zu einer Rechts- und Verfassungskrise führen, weil als Verfassung komplett umgeschrieben wird. Wir ändern nicht in einzelnen Artikeln, wir ändern praktisch alle Artikel plus mehr ajoutieren danach. Das heißt, es kann nicht an Einzeldeler das aufstimmen, weil wenn in eben den Deler aktiv sitzt, da passen die anderen Deler von der jetzigen Verfassung nicht mehr dazu. Die sogenannten punktuellen Verbesserungen müssen quasi nur an einem einzigen zweiten Wort an der Chambre votiert gehen. Dann kann ich kein Referendum mehr erfordern. Versprechen geht also vom Referendum gebracht. Gleichzeitig geht alles dafür gemäht, dass ein Referendum über den Initiativ populär quasi technisch unmöglich gemäht wird. Keine elektronische Unterschrift, 4-mal das nächste Wort, 4-mal eine Initiativ populär, das ist kein Marathon, das ist ein politischen Ultramarathon. Wie dass es kein Referendum gibt, brauchen wir ja dann noch keine Informationskampagne. Da frage ich euch, hey, wollen wir das oder wollen wir es wehren? Da winkt heute das Resolution. Geht raus bei den Leuten. Fragt draußen, für was kein Referendum? Fragt draußen, für was die neue Verfassung auf 4 Worten abgedeelt wird? Fragt draußen, für was es keine breite Informationskampagne gibt? Fragt draußen, wo das Mandat von 2018 ist, für ein zweites Wort an der Chambre am Kader von einer neuen Verfassung. Fragt das Journalisten, fragt das Deputierten, die da kennt, egal von was für einer Couleur. Fragt draußen, für was der Souverän, also das Volk, sein Recht zur Mitbestimmung an dieser Frage nicht zurückkriegt, wie versprochen. Noch nie seit 1861 als Verfassung so stark an einer einzigen Kehr immoduliert geht. Das ist eine Information an eine politische Machtspruche von den Bürgern. Von hier aus geht mein Appell an die von der ADR und alle Leute am Land, ob die grün, blau, schwarz, rot oder so etwas gewählt hat, fragt Deputierten, die da gestimmt hat. Für was da nicht ein Referendum? Für was da nicht eine breite Informationskampagne? Für was da nicht ein einziges erstes Wort? Als schlussendlich, für was geht Wahlversprechen von 2018 so eklatant gebracht? Ich verspreche nicht, Hai an Haut, da der wird für ein Referendum kämpfen. Aber wenn es nicht mehr um den Artikel 9 bis 2 geht, das Ausländerwahlrecht, es kann nicht sein, dass ich Schwa an einem Referendum von 2015, die mit bald 80% gestimmt ging, einfach ignoriert wird. Wir müssen es wehren. Wenn ich heute nicht wir, sondern nur in einem Footballsterrain stehe, da gebe ich so ein rote Leif würdig. Es geht um Eiszukunft. Um Zukunft von Eisekanner, Kanzkanner. Aber mit der Zukunft spielt den nicht auf dem Altar von der politischen Kompanie. Ich meine, also politischen Establishment, ich meine die 20% Ahner von 2015, wo vergisst, was dann als Heimisch steht. Da das uns Land, für das wir geben, haben nicht alles wohnen. Und ich so ein Haut an Hai, komm Lützeburg, wir wohnen, haut ein Referendum. Ich so nicht merci.
Merci Jean für deine Präsentation. Position zu der Verfassungsreform wird gemerkt von dem Fraktionspräsidenten Ferner Karteiser. Ferner, du hast Wort. Merci Marc. Alle gut, dass ich muss so enorm friedlich Rum zu gesehen an trotz COVID und trotz Football ist zu so viel Hai am Saal zu gesehen, das möchte man wirklich fried. Wir sind eine stärker und dynamische Partei und ich will mal aufhängen, auch als Fraktionspräsident für den Jean Schoß an der ganzen Equipe von der Partei ist alle gut Merci zu sagen. Merci für die gute Zusammenarbeit. Merci auch, dass wir gemerkt haben, wo es Logik geht mit der Verfassung, dass der Jean an jeder an der Partei, mit dem wir darüber geschwärzt und direkt gesagt, wir müssen das zu einer politischen Priorität machen. Wir kommen aus der Covid-Krise raus. Die Covid-Krise war ganz schlimm für das Land. Es sind Leute verloren, was ganz dramatisch ist. Wir haben ökonomische Probleme, wir haben finanzielle Probleme. Wir haben Zeit von ein paar Jahren, wo wir diese Sorgen aber überwunden. Aber die Verfassung, das ist etwas, was 50, 60 Jahre als Land markiert. Das ist nicht, was wir einfach so können, an die Jahrespolitik anschreiben. Das ist wirklich wichtig für euch. Dafür merci und ihr alle gut, dass wir das zusammen zu einer Priorität machen, wie der Jean hat gesagt hat, kommt nicht ohne daraus, und wir diskutieren mit den Leuten, wir machen daraus ein wirklich politisches Sujet, etwas, was die anderen Parteien nicht wollen. Ich will aber auch so direkt, dass nicht alles schlecht an der neuen Partei. Ich will nicht, dass das so gesagt wird, dass wir als ADR gingen alles schlecht machen. Es sind noch Sachen dran, die mir gefordert haben als ADR. Ich will just ein Beispiel oder ein paar Beispiele geben. Der Roy Reding, der leider nicht dabei ist, den hat eine Proposition der Revision von der Verfassung angeregt, zum Beispiel wie das Statut von den Dieren zu klären und den abzuwerten. Das ist dran. Wir hatten eine Proposition gemacht, wie Lützeburger Spruch abzuwerten. Das ist dran. Das sind also auch ADR-Propositionen, die da dran sind. Das fanden wir natürlich gut. Es sind auch andere Sachen, die dran sind, die gut sind. Zum Beispiel auch etwas, was wir thematisiert hatten an der Chambre, aber ohne Proposition der Revision, die wir formalisiert hätten, über die Komposition von einer Kommission d'Enquête. Das ist dran. Eine gute Sache. Aber die Positivpunkte sollen uns aber nicht dazu feiern, wie enthusiastisch zu so eine feine Sache, weil wir hätten auch keine punktuelle Revision von der Verfassung machen, an die Punkte heranbringen, ohne die grosse Revision, die wir haben. Wir haben also zwei große Sorgen. Den, dass das, was der Jean brillant vorgestellt hat, dass die Frage vom Referendum, der dann sind all die Probleme, Sorgen, Gefahren, die an der neuen Verfassung dran liegen, zum Teil ganz ideologisch, an die will ich probieren, den Abend umzuschwätzen. Das ist schwer, das sind doch juristisch Sachen, und ich sehe keinem von ihr an irgendeiner Form, sie kennt keinem Base von den irgendwie nie seht, ich muss nur ein bisschen aufschalten und so weiter, da gibt man zu viel detailliert. Ich probiere nicht so durchzustellen, dass wir da durchkommen, wie gesagt, es ist eine relativ komplizierte Materie. Der Jean hat schon gesagt, es sind 4 Texte, das Ziel und nenne keine globale Revision, mehr eine substanzielle Revision. So steht es an den Texten, ich überlasse nicht die Interpretation, mir wird erzählt, als das ist ein Staatsgeheimnis. Guckt mal an der Presse, wir gucken die Jugend bei uns, an auch Kollegen, ich will auch Gelegenheit holen, wie die Kollegen an der Fraktion herzlich merci zu so noch für hier Arbeit, die immens gut und wertvoll ist. Wenn wir gucken Presse, du sind ganz rar Artikel in die Verfassung und dann ist das meistens relativ positiv oder neutral durchgestaltet, weil eben an den neuen Text da steht, bald keine Kritik. Und so kommen Leute auch nie und das wissen, wie eigentlich für das wichtig ist, ich kann eine Meinung zu machen, im Wert geht es eigentlich. Und das wollen wir den Ofen dann ein bisschen aber ausschwätzen. Was geschieht? Den ersten Text, den Kapitel über Justiz, das soll nur noch im neuesten Wissensstand, weil das ändert all da ein bisschen, soll am Oktober gestimmt gehen. Also die 4 Texte, das ist den ersten Text, den über Justiz, die soll am Oktober gestimmt gehen. 3 Monate drauf, dann den zweiten wird an der Chambre, schön also nur der kriegt Vakanz, ging ich mal Menge, mit sind noch kein Datum da fixiert. Und da sollen aber 6 Monate wie spät in Kraft treten. Einerseits wenn es die Probleme, die der Jean da angeschwert hat, wenn es der Koordination von den 4 Texten, aber auch, weil eine ganze Reihe gesetzliche Dispositionen nach muss geändert gehen, weil die grundlegend an der Normenhierarchie, wie der Tisch am Droit, als die Verfassung ganz so, wenn dann, wenn du den ändert, dann muss die ändert, dann muss ja auch eine ganze Reihe Gesetze angepasst gehen, das hält auch Zeit, sodass wahrscheinlich mise en vigueur von dem ersten Teil dann irgendwie nie an der Sommervakanz nächstes Jahr wäre. Das ist eigentlich das, was da mal Blick aus. Der Jean hat doch gesagt,
dat man an der Chamber gesot eng Informationskampagne. Dat das dann der Södnung gewircht vun der Institutionenkommission 2 Mal och haut mit den Trainieren als aufgesot gehen. Aufgesot. Dat heißt, eng Mailkrit de moie Mengench vor dat wo Drastung trainieren wenn mitten als aufgesot. Dat heißt, ich hatte eigentlich gehofft, ich könnte dich nur erzählen, et gönn eng Informationskampagne oder gött auch keng. Ich hätte ich etwas Neues so, ich kann nicht dazu nicht Neues so. Ich kann nicht aber so weit an der Konstitutionskommission oder an der Revisionskommission gesot gehen als vom Präsident vom Herr Di Bartolomeo und irgendwie gesot, sie gänge Mattiere Mitteln Leid informieren. Boah, ich kann mir vorstellen, wie das so ausgesehen mir hun nach 2015 an Erinnerung de Freta Joch dabei wie der 2015 wäre, wie das ausgesehen hört. Das war ein massiv eseitig Kampagne an schmengen das auch dat wat ze lowelle Märchen, sie werden die Medien, die Mitteln, die hun an dazu aber feier Großparteien, dass sie nicht, dass die nicht die Mitteln hätten, op all meiglich Medienplattformen und so weiter. Und ich ging davon aus, am Blick für dat ze nicht mal da ist bis lo über die Resolution wollte schwätzen, dass es eigentlich geht bis wie 2015 massiv Propaganda, eseitige Information, eng super Konstitution, alles wunderbar, dat als dat richtig, Chamber mischt dat richtig. Frohe braucht man auch keinen, weil das einfach gut für alle gut. Also, was als lo do dran? Ich will ein bisschen erzählen, wie der bist auflebt. Und der Gast und der Robby, sie haben da doch schon, dass sie nicht von Haut gestern, wo der du gefangen hast, mit dem Hund, der alle Gure, bis sie so mal lebt. Aber Blick ist es so, muss ich die Reunion vorstellen, da sitzen 4 Leute, mit denen zu schwätzen. Es sind 13 Leute, Member an der Kommission. Wir sind wirklich 4, die zu dezidieren haben. Das sind die 4, die Parteien vertreten, für auf die 40 Deputierten zu kommen, die sie brauchen, für die Verfassung da umzuhören. Also da sind einfach immer die 4, die 40 zusammenbringen, die 40 Stimmen an der Chamber, die schwätzen. Wenn du ein Problem hast, da geht es nicht gemerkt. Solange von denen keiner sieht, da geht es gemerkt. Die anderen schon noch ein paar Propositionen gemerkt. Dat gëtt dann heernst du gëtt dat irgendwie ugehol, heinst du méchen soch net, heinst du just freundlich gelehrt. Also dat ass net so, dat die Äner do viel Matze schwätzen hätten, et sind der 4, die 4 Parteien. Da muss ich awer politisch auch analyseieren. Dat heescht, an ich will dat ganz klar ha so, der CSV habt Responsabilität wie die Verfassung huet, mat allem, wat ich no erkläre, wat du dra steht. Ohne CSV geht het einfach net. Aber an CSV an dat das auch 4 bei verschiedene Punkte gesot huet, dat do as fir Reise Problem, dann as direkt Fälle losgehen. Dat Verantwortung für die Dispositionen und dat sind ein ganz Party, die sich auch all CSV-Philosophie widersprechen, so wie Leute sich vorstellen, Leid bei der CSV. Und ich meine, das ganz wichtig, das nicht nimmen. Der Bruch vom Wahlversprechen. Jean, du hast das erinnert, was am CSV-Wahlprogramm steht, mit sind ganz viele Sachen über die Familienpolitik, über die Monarchie, über die Souveränität vom Land, die an dieser Verfassung angeschwert gehen. Und das ist einfach so, CSV hat die Responsabilität dafür zu drohen, ohne sie geht es nicht. Die anderen Regierungsparteien, du hast das ein bisschen normal. Wir haben jetzt wirklich, ich meine, das ist eine Larvung, die wir haben von der CSV, wie das, was sie wirklich schaut, ist. Und nicht, dass wir das nicht mit das, was Leute sich vorstellen, mit das eine ganz andere Partei gehen. Wie geht es geschafft? Ich habe schon gesagt, dass sie 4 Leute. Aber wie geht der Verfassungstext zu Summe gesicht? Das ist ein bisschen so ein Best-of. Hier etwas, da etwas, hier eine Idee, da eine Idee. Das ist ganz viel Inspiration von der französischen Verfassung. Wir haben auch von vielen Texten, internationalen Texten, Charte des droits fondamentaux von der Europäischen Union, das deutsche Grundgesetz, die französische Konstitution, Avis vom Conseil de l'Europe, von der Kommission de Venise, eine Konsultation, die noch am Kader von dem Projekt 6030, weil den an der Zwischenzeit nicht mehr aktuell ist. Das ist ganz heteroklit. Den Text, das ein bisschen hey, etwas, da ist ein Flotidee, die holen wir das gefällt uns auch, nehmen wir da doch. Aber was da fehlt, also eigentlich dann ein Konzept, ein Linie, wo ein rote Faden hat, wo 4 bis Handen, ich lebe rot-weiß-blau, ich will keine Reklame, wie in einer Partei. Aber das ist aber so, dass da der rote Faden eigentlich die kontinuierliche Linie ein bisschen fehlt, weil hier und da eine Idee geholt wird, die da vielleicht passt. Und dabei ist auch noch der Approach ganz selektiv. Das ist nicht immer eine gute Idee, ich gebe ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel den Begriff von der Würde des Menschen, was schon im deutschen Grundgesetz terribel gut ist, das wollten sie unbedingt, also Dignität vom Menschen, und die dekliniert sich, wenn man das guckt an den Text, dass das mal natürlich recht auf physische Integrität, die darf nicht gefoltert gehen, also das ist alles gute Sachen, aber ein von den Elementen, die immer an der Definition von der Dignität vom Menschen mit dran sind, ist Recht auf Leben. Und das, als das was fehlt, sind alles überholt, außer
dem Recht opleben. Die steht aber auch an der Charte des droits fondamentaux von der Europäischen Union. Mit dat wollten sie nicht. Die sieht, wie selektiv hier Viergänge geht, was arrangiert politisch geht geholt, aber wie der Rest geht weggelost. Dann haben wir, wenn die neue Verfassung kommt, eine ganz andere Konzeption eigentlich von unserem Staat. Und von unserem, ich will nicht Beispiel eben schon Detail gehen von der Monarchie. Der Großherzog, so wie mir wahrscheinlich das alle gut erlebt haben, gelebt haben, durch die Erfahrung an unserem Land über lange Jahre, dass der Chef von unserem Staat, der Großherzog, eigentlich immer konsideriert gehen, dass das für die also wäret auch als ein Mensch, den über der Politik steht. Eine neutrale Institution, den Land symbolisiert, den Heit vom Land und über der Politik steht, an sich nicht ammischt. Hier als Konzeption geht ein bisschen enger. Den Staatschef geht klar definiert als ein Bomber von der Exekutiv. Und das hat doch Konsequenzen, aber das ist ein bisschen die französische Philosophie, der Staatschef als der von der Exekutiv, der Präsident der Republik, der Gouvernement und so weiter, das ist eine Inspiration, die man da kennt, mit der ist nicht an der Lützeburger Tradition. Und ich muss Ihnen einfach sagen, dass das auch ein Schritt ist, wie aus dem Großherzog, aus der Institution von der Monarchie etwas Ähnliches zu machen, wie das, was wir bislang Kant erlebt haben. Wir haben noch eine ganze Reihe Dispositionen, wo eigentlich mal auf Souveränitätsrechte verzichten, zugunsten der Europäischen Union. Auch darüber werde ich zurückkommen. Das ist eigentlich ein Gewinner an der Verfassung, ging ich so, das ist die Europäische Union, weil wir als mehr innerordnen an der Europäischen Union, wie das bislang der Fall ist, eine Reihe Rechte aufgehen. Und es gibt auch etwas, was verleiht an die Souveränitätsrechte, das ist als Land. Wir können in eine Diskussion rangehen, wie es da mit der Lützeburg. Wir kriegen hier eine Initiative legislativ von den Leuten, das eine theoretisch sehr gespielt, das kann vielleicht von verschiedenen großen Organismen, Geholge, Gewerkschaften oder so, mir sicher ist das keine ganz realistische Perspektive. Aber wir haben immens viele verpasste Chancen an der Verfassung. Zum Beispiel mehr Direktdemokratie, das wird mir also immer gewünscht haben, als wir haben gesagt, wir hätten gerne mehr Referenden, wir hätten gerne mehr Partizipation von Bürgern. Und es fängt an, dass sie kein Referendum wollen mehr über die Verfassung, aber das geht so viel und das ist eine verpasste Chance. Wir hatten gesagt, ich hatte gesagt, das Kapitel über die Justiz, das mit der Dicht wird gestimmt wird. Wir hatten immer gesagt, mit der Lust mit den Leuten auch ähnlich wie in Deutschland, Möglichkeit gehen direkt auch in Verfassungsgericht zu gehen oder auch eine Gruppe von Deputierten im Staatsrat, auch den Institutionen die Möglichkeit zu gehen, schon auf ihre Gesetze gestimmt wird, zu gucken, ob es verfassungskonform ist. Auch das könnte nicht. Es sind so viele verpasste Chancen. Wo ich gesagt habe, von mir als ADR eine Konstitution hätte müssen schreiben, da wird den einzelnen Bürger mich stärker rausgegangen. Und hier ist das, wenigstens an der Analyse, die ich nur proposieren, absolut nicht der Fall. Ich will ein bisschen an Detailer gehen, wie gesagt, ich bin nicht besser mit dir, wenn der irgendwie nicht aufschaltet, und ich will auch nicht zu lange schwätzen, weil ich weiß, dass Football und so weiter, aber es ist einfach wichtig, dass wir ein paar Sachen aber ausschwätzen, auch hier an der Öffentlichkeit, und auch dabei, weil leider ist nur, dass vielmals merci, auch Sie, dass Sie nur ein paar Minuten für uns auch hier sakrifizieren. Wisst ihr, es sind mal erstens viele Leute überhaupt nicht konsultiert gehen an dem Referendumsprozess, die aber konzerniert sind. Es sind zum Beispiel eine ganze Reihe Dispositionen, die Gemenge betreffen. Also Reformen, ich gehe nicht an Detail, das geht ein bisschen zu weit. Mit der hätte ja keine Mengen, da gingen so der Civical zum Beispiel, in der Verband von der Gemenge konsultiert gehen, die das nicht gefragt gehen. Das heißt auch sogar da, als nicht konsultiert gehen. Das ist immer die Philosophie, wir sitzen hier zu feiern, wir schaffen darunter, wir machen das, was wir für richtig halten, die Fenster op nur bausen, das ranholen von anderen Meinungen, das mal nicht bei der Gemenge geschieht. Und das weist auch ein bisschen, wie die ganze Mentalität da ist. Das ist einfach so, dass man das Bild, was der Jean auch da bräuchte, die Zauenzimmer, die Zauendiere, wo da drin gewurstelt wird, das ist wirklich auch so, wie dann der Realität ist. Das ist die größte Gefahr an Mengen, die an der Verfassung leidet, und ich werde ein bisschen probieren zu erklären, dass die Verfassung politisiert wird. Für was ist das so wichtig? Normalerweise, Jean hat doch gesagt, als eine Verfassung eine juristische Norm, die einem Staat über lange Zeit Stabilität gibt. Klare Regeln, Stabilität, spitzt von der Normenhierarchie, wo die Gesetze an alles, was drin ist, Reglement, also ich muss nun die Verfassung herlen,
eng Beschreibung an eng Garantie für als Grundrechter, das ist der Sinn von der Verfassung. Die Verfassung ist nicht dafür, Politik zu machen. Das ist etwas dares Geschäft, das geht raus aus Fällen, aus Parteien und so weiter. Aber das ist nicht der But von einer Verfassung für Politik zu machen. Und hier wird das eigentlich geändert. Partei oder sagen wir mal, die Verfassung gibt selber ein politisches Instrument mit politischen Zielen. Das ist eine Vermischung, die ganz viel Gefahren an sich hat. Das wird von der Gefahr, das ist wirklich nicht übertrieben. Das hat eine ganze Reihe von Konsequenzen. Ich denke, man das besonders wird verschiedener von uns auch direkt interessiert, weil sie vielleicht Beamte sind oder ein Zahltot wären und so weiter, und veredigt goufen. Und Beamten wird veredigt ob die Verfassung. Das heißt, wenn veredigt wird, wenn ein seht, jure d'observer la Constitution oder was auch immer, dann muss ihn dort in Zukunft auch mit den politischen Zielen machen, die an der Verfassung stehen. Und das ist ein bisschen aber auch schon ein Angriff an die Wille von den Leuten, weil es kann ja zum Beispiel Beamte sehen an seinem Staat füllen Dingen, ohne unbedingt mit dem oder dem politischen Ziel d'accord zu sehen. Und das war bis lo eigentlich stopptig, es hat ihn als Beamten hat sein Eid auf die Verfassung gelegt und wo den es schlägt mein Eid ob ein Staat, den der an die Regeln hat, der an die Rechte garantiert, so und so funktioniert, aber das war draußen der Politik und das ändert sich. Das ist nicht gut. Und die Ziele, die dort stehen, sind ganz modern. Das ist aber so, dass das Problem, wir wissen ja nicht, was dann 30 Jahre ist, und die Verfassung, die soll ja lange gelten. Das sind politische Ziele, die für lo eine Aktualität und die lo an der Diskussion sind, die vielleicht auch richtig sind. Das will ich halt nur nicht mehr diskutieren. Aber sie sind temporär. Du hast dann zum Beispiel Biodiversität, fantastisch, Neutralität, Klimatik als ein von denen, an der Recht auf eine Wohnung. Und das will ich aber nur erklären, für werdet mehr als nach wie einfach eine Konstatation oder ein Ziel, wenn an der Verfassung steht. Das geht nicht weit. Weil für wert sind die Staatsziele, also Hestaat, für wert letztlich nur die Staatsziele, aber das steht auch dran an den Travaux parlementaires, und da muss ich ein bisschen etwas vorlesen. Da steht, les conséquences liées à ces objectifs s'expliquent par leur utilisation par le législateur pour justifier des dérogations non excessives à des principes constitutionnels. Les objectifs à valeur constitutionnelle peuvent donc étendre les pouvoirs du législateur en limitant l'application de certains principes constitutionnels. Was heißt das auf Lützeburg? Aber das heißt, wenn ihr Staatsziele habt, Lützeburg hat ein Staatsziel, wenn die neue Verfassung können, zum Beispiel Klimaneutralität, dann darf der Legislateur, Chamber, einer Rechte erschränken, für das zu erreichen. Was heißt das? Heißt das, das wissen wir nicht. Und dafür schwätzen wir über Gefahren. Heißt das, dass der Legislateur in Zukunft kann so, du hast ein Auto, du darfst nach 10.000 Kilometer im Jahr damit fahren, weil sonst erreicht man als Verfassungsziel Klimaneutralität nicht. Hey Staat macht du am Anfang gab es gesagt von den Hausteieren der Diskussionen go wieder am Ausland, ich meine den nicht Muppen, Katzen, die sind da klimaschädlich oder nicht am Kai umfällt. Hat dat eng Inzidenz? Keine Ahnung. Ich will nicht darüber spekulieren. Ich konstatiere just, dass der Diskussionen zuletzt beschwese nicht mehr am Ausland go der auf jeden Fall oder gött ze nach immer. Wir wissen nicht, wo der tief feiert. Wir sehen just, das Prinzip konstitutionell, die sind noch nicht weiter beschrieben. Das können noch Grundrechte, also Bewegungsfreiheit, le droit d'entreprendre zum Beispiel, weil der Mann an der Ökonomie, wenn der eine Firma hat, können angeschränkt gehen, für politische Staatsziele zu erreichen. Das ist etwas Neues. Das ist etwas ganz Ähnliches wie eine Verfassung, die einfach sagt, hey, wir haben einen Großherzog, wir haben eine Chambre, wir haben eine Regierung und das funktioniert so und so. Wir gehen an Politik. An die Politik, da wissen wir nicht, wo sie hinfährt. Beim Logement ist das ganz wichtig. Weil es steht ja auch dran, jeder hat das Recht auf ein Logement de vivre dignement, also eine passende Wohnung. Das ist an der Reihe. Das haben wir auch proposiert, dass so ein Prinzip an Verfassung erkennt. Aber wir haben nie als ADR gesagt, dass dafür andere Rechte sollen können eingeschränkt gehen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Auch wir mengen, und der Jean hat es gesagt, wir haben ein großes Problem am Logement hier im Land, dass das wichtig ist und so weiter, und dass das soll nach Strach gehen und dass man betonen, dass Leute müssen können eine Arbeit tun und anständig wohnen, aber doch nicht auf Kosten von den Grundrechten. Weil, was kann das sein? Wir haben hier an der politischen Diskussion
Kommission, Herr Bodri an andere hatten an der Chambre auch schon gesagt, wir hatten dort die Diskussionen über Expropriationen. Und ich will just einen Artikel von RTL zitieren, den der Morgen auf RTL wird, das vor ein Kommentar, ein Carte Blanche von Herrn Gilles Hempel. Haut de Morgen. Und den Herr Hempel schreibt, wenn wir das Leid holen, an die Wohnungskrise will seriös umgehen, dann müssen wir als auch dort die nötigen Instrumente gehen. Wir könnten an Analogie zu den Impfpatenten den Droit de la Propriété auf verschiedenen Immobilien für eine gewisse Zeit aussetzen. Zum Beispiel auf Bauland und für Spekulanten dann dat zurückgehalten. Man denke Methode Krise am Logement könnte Staat sich Moyen geben, für sich die Terrain zu appropriieren und do abordable Wohnraum zu schaffen. Ob wert werden wir eigentlich? Sind Eigentumsrechte von einer höchst privilegierten Elite wirklich mehr schwer zu beschränken wie die Freiheiten von uns alle gut? Und das als Raisonnement, ich meine, ich kenne den Herrn Hempel, Gersing, Überzeugungen, das ist nicht mein Problem. Das Problem ist, dass der Droit à la Propriété ein Menschenrecht ist. Das ist ein konstitutionelles Prinzip. Es gibt dem Einzelnen eine Unabhängigkeit gegenüber dem Staat, weil die sieht, wenn die eine Proprietät hat, dann sieht er nicht darüber gewiesen, dass der Staat als eine Allmacht ist etwas gibt. Dafür ist das ein Menschenrecht. Und er hat proposiert, da muss man einschränken. Aber mit der neuen Verfassung wäre genau das möglich. Heute ist das ganz schwer. Wenn ein politisches Staatsziel hat, dann kann der Staat Rechte einschränken, auch den Droit à la Propriété, für das zu realisieren. Ich meine, wir müssen einfach sehen, ich will nicht den Teufel und Mauer malen, aber ich will euch einfach weisen, mein Beispiel Klimaschutz, mein Beispiel Logement. Wenn der Staat hier geht, und er gibt sich ein konstitutionelles Recht für Grundrechte anzuschränken, für politische Ziele zu erreichen, dann ist das die Geist von Totalitarismus ein bisschen, das ist präsent, das ist die große Gefahr an der neuen Verfassung. Es geht auch als Freiheiten. Ich kann ja nicht sagen, der Bürger kriegt mehr Freiheiten, weil wir nur eine Initiative legislativ populär und das sie Gadgeten. Hier geht es wirklich das Zentral. Wie frei sind wir an einem Land, weil eine Verfassung hat, dass sich eine politische Agenda an Verfassung ausschreibt. Das ist eine große Gefahr. Das ist aber nicht die einzige. Es ist auch so, dass neben der Politisierung von der Verfassung eine ganze Reihe Probleme für unsere nationale Souveränität bestehen. Und auch da gibt es Analogien zum Teil Sachen, die aus dem Ausland kommen und so weiter. Aber ich muss in das aber ein bisschen noch gucken. Zuerst steht mal dran, der Luxembourg participe à l'intégration européenne. Das ist eine Banalität, weil wir als kleines Land nicht viel andere Möglichkeiten auch von den Konsum. Wir brauchen keine Integration, wir brauchen eine internationale Kooperation. Auch das ist richtig, das ist aber eine Analyse, mit der man nicht allein bestehen als ein Land wie Lützeburg, das liegt auf der Hand. Mit dem Problem, als man das draufschreibt, ist nicht die Idee, dass man muss natürlich international kooperieren, zum Teil vielleicht auch integrieren und so weiter. Das Problem ist auf einem anderen Niveau. Das Problem ist, dass wenn wir uns an einen bestimmten Prozess konstitutionell anschreiben, wir wissen nicht, wo der Prozess hinfährt. Das ist das Problem. Wir wissen nicht, wie die Europäische Union wo mehr ausgesät. Wir wissen mal nicht, ob es sie nach gibt. Weil die Europäische Union, das ist ein Sujet, da könnte man ganz lange drüber schwätzen, das ist fragil, das ist eine Union, die wirklich enorm Probleme hat, wo der Westen nicht mehr am Osten kann, der Norden wächst nicht mehr am Süden, wo man eine Reihe Probleme an einer Reihe Politikbereiche haben, die wirklich explosiv sind. Und wenn wir etwas an die Verfassung rausschreiben, dann muss man etwas bedenken, die ist für Jahrzehnte gut. Dafür muss ich einfach vorsichtig sein, auch mit so Prozessen, auch mit politischen Konstruktionen, wie eine Europäische Union, die als Lodo, die hat Lo hier Pouvoiren, aber wir wissen nicht, was geschwind ist. Dafür sind so Dispositionen nicht unproblematisch. Aber der Punkt ist aber nicht nur, dass wir die Zukunft nicht kennen, aber etwas, was ganz wichtig ist, das ändert. Bislang hat man in der Verfassung stehen, wir können souveräne Rechte, den Exercice de pouvoir de l'État, können wir temporär und Organisationen auftreten. Temporär. An den temporär fällt weg. Das heißt, Lo heißt das definitiv, das steht zwar nicht dran, mit dem Temporärfeld weg. Das heißt, wir können als Rechter über eine Decision von der Chambre und eine Europäische Union auftreten, aber wir wissen nicht, können wir sie zurückkriegen. Eine Prozedur wie Rechter zurückzuführen steht nicht dran. Wir hatten kurz an der Kommission darüber geschwärzt, der Coach gesagt, das wäre eine Fiktion, für die zurückzukriegen. Das ist einfach nicht wahr. Aber das Problem ist, die Idee für etwas Temporäres, was vorsichtig ist, was intelligent ist, wenn wir nicht wissen, wie die Welt sich entwickelt, eine definitiv Disposition zu machen, die wird auch hier gefahren. Dann ist auch eine Frage, wo wir da hinkommen als Lützeburg, wie ist dann das Verhältnis
wo Lützeburg vun engem Memberstaat zu der Europäischer Union. An do steht doch etwas dran, wat sech unverständlich aus Fall für mich, dass den neuen Artikel 33 die seht einfach der Großherzog prend les règlements nécessaires pour l'application des actes juridiques de l'Union européenne. An am Exposé des Motiv, wann der guckt, da steht doch nicht viel mehr dran. An schon dat muss ich so bis haut nicht verstehen, was das soll heeschen. Weil Acte juridique de l'Union européenne, wann der den europäischen Traité gucke geht, das sind Traité européen, Règlement, Direktiv, Décision, Recommandation, Avis, Acte délégué ou Acte d'exécution. Und da gibt noch immer andere Kategorien. Wenn ihr also guckt, was möchte der Großherzog dann eigentlich gene? Was möchte nach ein Chamber bei den Akt Europäen? Auch das wissen wir nicht. Dann zuen. Wir haben am Blick, und schade, ich ein bisschen gewarnt, aber ich probiere trotzdem über die wichtigsten Punkte zu gehen. Wir verlieren Recht, Suen zu holen. Le droit de patrimoine. Und das ist vielleicht eine Anekdote, die ich erzähle. Da geht es darum, dass man als Land, als Staat, wir Münzen. Wir haben die Euroschein. Der Euroschein ist eine Kompetenz in der Europäischen Zentralbank. Und dann haben wir auch Münzen, den Euro. Münzen, das ist eine Lützeburger Währung. Wir kriegen just von der Europäischen Zentralbank gesagt, auf welchem Volumen wir die können rausgehen. Aber das ist eine National-Euro-Währung. Und den droit de patrimoine, das ist einfach, dass man das Recht tun, und das ist auch an ganz vielen anderen Verfassungen, auch am Euroraum. Wir haben hier am Text die deutsche Verfassung, die spanische und so weiter, die fand das praktisch an alle Verfassungen, den droit de patrimoine. Und das ist an der Verfassungskommission Fälle losgehen mit einem Kommentar, das ging allmodisch klingen, weil wenn man am droit de patrimoine, da gingen sich vorstellen, dass die an einem Keller steht mit einem Lederschirtisch, wie du Münzen zu drücken und so weiter. Und das wird die Argumentation, die können sich nicht vorstellen, wie Heinz dort argumentiert wird, wenn über eine Verfassung diskutiert wird. Das Heinz so nicht mit so viele Parteien, die so soll alles publik sehen, all die Diskussionen in der Chambre, aber Heinz so nicht, das gut von das nicht das. So, dann haben wir den Großherzog, auch darüber will ich aber noch ein so, weil ich habe für gesagt, dass wir sind alle abgewusst mit der Idee, der Großherzog steht über der Politik, symbolisiert Nation. Mit sind noch eine ganze Reihe Änderungen. Zum Beispiel, wir gehen nicht mehr veredigt auf den Großherzog. Das Je jure fidélité au Grand-Duc fällt weg. Dann kann in der Großherzog in Zukunft viel mehr Licht aufsetzen. Ja, das ist auch etwas, wo die Regierung einen gewissen Druck kann ausüben, ob ein Großherzog den hinten nicht passt, weil da steht, wenn er seine konstitutionelle Attributionen nicht erfüllt, Interpretationssachen, dann hast du eine Prozedur. Und mir gesehen an als ADR, dass vielleicht Heinz da nötig ist, zum Beispiel, wenn ein Großherzog eine schwere medizinische Krise ist, am Koma über lange Zeit oder so, ja, mit dann soll ihn das dran schreiben, aber nicht aus sich ein politisches Druckinstrument aufbauen, für eine Miliz aufzusetzen. Auch konnte der Großherzog bislang an der Verfassung die Chamber ablesen. Mit das aus sich eine ganz demokratische Disposition. Wenn der Großherzog die Chamber ablässt, dann sind binnen 3 Monate Wahlen. Das heißt, aus sich hat den Großherzog die Möglichkeit gehabt, die aber soweit ich weiß nie benutzt hat, wie zu so, weil eine ganz schwere politische Krise ist, sondern es geht gut nicht mehr, da kann ich an binnen 3 Monate neue Wahlen verursachen, dadurch, dass ich die Chamber ablesen. Und das ist ganz restriktiv. Das heißt, auch da als eigentlich eine Steckdemokratie fort an Richtung Regierung verlagert gehen, weil da die neue Dispositionen das dem Großherzog einfach nicht so erlauben, wie das am Blick ist. Ich gucke, was noch ganz wichtig ist, und das von allem Familie- und Ausländerwahlrecht. Und darüber will ich aber mal schwätzen. Das Ausländerwahlrecht hat man ja 2015, der Fred Keup und Tom Weidisch, die heißen vom W 2015, die erinnern sich auch noch ganz gut daran, weil sie hatten eine Kampagne gemacht und der ADR hat natürlich sich voll engagiert dagegen. Und an der neuen Verfassung können die Kapitel in Artikel 9 bis 2, da steht dann dran, und das ist ganz interessant, sans préjudice de l'article 52, das ist da, der muss letzte sie wählen zu gehen. La loi peut conférer l'exercice des droits politiques à des non-luxembourgeois. Erstens, bon, das wird non-luxembourgeois, Mengen an diskriminiert, das viel mehr wie das wird étranger, aber das ist nur ein Detail. Aber aus sich ist das eine verfassungsmäßige Disposition, die es a priori erlaubt, den nicht-Lützeburger, den Ausländern hier im Land politisch Rechte zu gehen, also auch Wahlrecht. Bei den Legislativwahlen. Und da steht just am Kommentar steht, das ging sich nicht auf die Legislativwahlen
bezeien an der steht nach dabei die hut doch an ihrer Dokumentation dat wäre für allem eventuell Missverständnis zu verhindern mit dummer da gehen sie zo dat du eng Unsicherheit ass die könnt dat nur lesen an die Kommentar dat as kein Suchsprimär die droit den as net verpflichtend das ist just Kommentar an du kann sich drüber wegsetzen an dat muss ihn einfach wissen wann sie eierlich gewirrscht wären am Ausländer Wahlrecht dat sie dat net willen für Legislativwahlen, dann hätten sie den Artikel müssen ernst formulieren. Dann hätten sie müssen schreiben, sauf pour les élections législatives, la loi peut conférer des droits politiques à des non-luxembourgeois. Aber das tun sie nicht gemerkt. Und das weist eigentlich die Hypokrisie, auch von einer CSV, die auch das Spiel mitmischt, mit dem Wunsch als klar, den Referendum von 2015, wo 80% von den Lützeburger mit nie gestimmt haben, irgendwie nie zu gehen, vielleicht nicht direkt, vielleicht nach 5 Jahren, vielleicht nach 10 Jahren, aber auf jeden Fall, es soll kommen, weil es der politische Wille, weil es ein Interesse ist von den Parteien, die da sitzen. Und dafür auch noch kein Referendum wahrscheinlich hauptsächlich, weil die Diskussion, die hat man, und die ging wahrscheinlich von den Lützeburger nachher so dezidiert gehen, das geht nicht. Dann ein anderer wichtiger Punkt ist die Familie. Auch da kriegen wir ganz neue Regeln. Hier ist es nämlich bislang so, dass eine Familie, was da die Rechte an der Verfassung, die wir bislang haben, da steht, l'État garantit le droit naturel, oder protège les droits naturels de la famille. Das ist eine ganz starke Schutzdisposition, die wir da haben. Ja, der Staat muss natürlich Recht auf eine Familie schützen. Das verschwindet. Und auch das ist extrem wichtig, dass wir das wissen, dass die Familie einfach deutlich geschwächt wird. Und nicht remplaciert durch l'État Respekt oder Respekt la vie familiale oder selbst viel mehr schwer aus. Und dabei könnte nach l'État garantit le droit de toute personne de fonder une famille. Was heißt das? Das heißt, dass alle Einzelpersonen ein Verfassungsrecht auf Kanner kriegt. Das ist die Übersetzung. Das ist ein komplett neues Ding. Wir kriegen einen Staat, in den Leuten, auch Einzelpersonen, ein Recht auf bekannt wird, damit wir wissen, was das heute heißt, mit all den medizinischen Möglichkeiten, die existieren. Das heißt, dass da wo voran ein Pap oder ein Mann aus dem Leben von einem Kind ausklammern, das geht alles heute, und das ist alles modern. Wir hatten ja die Diskussion, die nach dem aktuell als autre parent de naissance, parent qui a accouché l'enfant, Person qui a accouché l'enfant, all die Sachen, all die hypermodernen Sachen, die über die biologisch-medizinische Möglichkeiten heute sind, die Verfassungsrecht. Das geht doch so näher. Es ist keine Land auf der Welt, das so weit geht, wie wir es heute machen, für nicht nur die Familie zu schwächen, sondern auch noch das Recht auf die Kanner komplett auszuherrlichen. Das Recht vom Kant, für unsere Eltern an Sohn zu gehen, etwas, was an der Kannerrechtskonvention in der UNO steht. Wir sind heute so modern, so formidabel, progressistisch, dass wir Kanner schwächen an einer neuen Verfassung. Absolut inakzeptabel. Und nicht nur das. Ich hoffe, Sie hören jetzt bei der CSV. Ich hoffe nicht wirklich, weil du soll das auch kommen, weil dir gemerkt hat, nämlich ein deutliches Zeichen, das kann man Rechte holen. Und nicht nur das, aber wen hat Recht, kann er zu erzählen? Das sind die Älteren. Natürlich, das ist nicht nur ihr Recht, das ist ihr Aufgabe, das ist ihre Pflicht, und nicht im Staat singen. Aber das ist auch nicht mehr modern. Wir hören Kommentare von älteren Führerscheinen, die d'Ältere müsste machen, Fried oder eine Question parlamentär gestaltet für kurzem, ihr in d'Älteren ob Kanner lass lässt, weil der Staat kann es doch viel besser. Der Staat weiß sowieso alles besser wie d'Älteren, an der Menge doch gut mit der Kanner, weil können eine Disposition dran, l'État veille à faire bénéficier chaque enfant de la protection des mesures et des soins nécessaires à son bien-être et son développement. Von d'Älteren steht kein Wort mit da. Der Staat erzieht Kanner in Zukunft. Aber wenn der Staat dezidiert, dass es gut ist, wird Kanner schon vielleicht mit 5 Monaten an Kreis zu gehen und Mama soll schaffen gehen, geht zu schaffen, weil steht in der Verfassung. Das ist doch der Progrès. Das ist nicht nur, dass man den Großherzog, nicht nur als Souveränität, aber auch die Familie, so wie wir leben. Gib mir Antennen, wo politische Parteien, an Platz die Familie zu stärken, an Platz so, man mir erzählen kann, man an Haltisch raussteht. Wir wissen, was für uns kann gut ist. Gib mir an eine Richtung, wo der Staat uns sieht, was für uns kann gut ist, an mir hin zu folgen. Auch nicht mit Eis. Ich will noch mal einen kleinen Quiz abhalten und dann, du könnt doch etwas zu gewonnen, ich weiß noch nicht, wer, also ihr könnt, ich weiß nicht, wer am liebsten hat, ein Flasch Champes, ein Köstbier, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mit den
den dem man so wat diese Satz hecht de krit dat weil schon nur mat verbrucht darüber not zu denken an schwes haut nach net et gëtt den neuen Artikel 11.2 Nul ne peut être discriminé en raison de sa situation ou de circonstances personnelles. Für mich ein Rätsel mit dem Verfassungstext. Für den Verfassungstext, das soll etwas sein, und das sind die Juristen bannen, das soll extrem präzise sein. Da soll nicht keine 100.000 Interpretationsmöglichkeiten geben, weil der gibt bei einem präzisen Text gibt der auch noch ganz viel. Aber wenn ihr seht, der FK benötigt durch den persönlichen Umstand. Was heißt das? Was kann das sein? Ich hatte vorgestellt an der Verfassungskommission, du darfst ja keinen, verstehst du? Ich verstehe nicht. Ja, ich habe aber keine Antwort gekriegt. Das ist ein Rätsel. Also, ich meine, das ist ein nationaler Konkurs. Nul ne peut être discriminé en raison de sa situation, de circonstances personnelles, als Verfassungstext. Also, wenn da draus sind, was das kann heischen, den ist richtig gut. Ja. So, und dann, vielleicht zum Schluss, mir hat gesagt, Jean hat das auch gesagt, das eine Verfassung von verpasste Chancen. Wir hätten so Scheisachen können machen, die wirklich Gewinn wäre für das Land. Recht auf Leben an Verfassung ausschreiben, etwas, was für Haut immer mehr modern geht. Das kann ja Leute nicht mehr wert, Leben als nicht mehr wert. Wir hätten können ein Zeichen an die andere Richtung setzen, wo der Respekt für den Menschen, für das Leben, das ist nicht gemerkt gehen. Wir hätten können über das Wahlsystem schwätzen. Das Wahlsystem, etwas, wo der Robbie Mehlen sich engagiert hat, und viele andere, wie sie so, wir haben Ungerechtigkeiten, was 12 Deputierte, wo Bezirke geht, zum Beispiel, wo wir als immer als die engagiert haben, dass wir das sollten ändern. Das ist auch eine verpasste Chance. Wir hatten die Möglichkeit, wie über politische Beamten oder ein Ministergesetz, auch das steht dran. Wir hatten die Möglichkeit gehabt, direkt Demokratie zu fördern, an das Referendum wirklich viel mehr anzufeiern, viel mehr Direktdemokratie, viel mehr Vertrauen an die Bürger, viel mehr Grundrechte wie die Bürger, als nicht gemerkt gehen. Wir hätten können die Leute die Möglichkeit gehen, direkt ins Verfassungsgericht zu gehen, wie in anderen Ländern möglich ist, als nicht gemerkt gehen. Wir hätten können dafür sorgen, dass die Gericht, die Parquet und Verteidigung dieselbe Rechte, dieselbe Statut kriegen, als nicht gemerkt gehen. Wir hätten können gucken, dass Justiz nicht politisiert geht an den Conseil suprême de la Magistratur oder der Conseil national, wenn da immer geht, nicht mehr wo Magistrate besetzt geht, nicht von aufgetakelte Politiker, als nicht gemerkt gehen. Wir haben alle Chancen verpasst. Wir hätten können so, wenn nicht eine Krise ausgerufen wird, dann haben wir eine Kontrolle konstitutionell, wie der Roy Reding proposiert wird, als nicht gemerkt gehen. Wir hätten den Berufskummern und Gemengen abwerten, als nicht gemerkt gehen. Wir hätten können Freiheit von der Kultur dran schreiben. Wir hätten können Freiheit von akademischer Lehre dran schreiben, als nicht dran. Wir hätten können Recht konfirmieren, dass Leute hier können selber daheim an die Schule holen, daheim an die Schule, nicht unbedingt irgendwo hinschicken, als nicht gemerkt gehen. Wisst ihr, wenn ihr so etwas hört wie den heutigen Text, da muss ich zur Konklusion kommen, nicht nur, dass der Betrug aus den Jean beschrieben hat, den Bruch von Wahlversprechen, wo 4 Parteien 2018 dem Lützeburger Volk etwas versprach, so wird sie 2 oder 3 brechen, an dem nicht zu schummen dafür. Nicht nur das. Aber sie wollen uns in ein Land gehen. Sie wollen ein Land geben, das Männer Rechte hat, Männer souverän. Sie wollen den Großherzog als eine ganze Konzeption ändern. Sie wollen als Familie schwächen. Sie wollen als Rechte wegholen. Als der Tod an die Weg, die wir wollen gehen, und dafür Jean Dürs gesagt, Lützeburger, da werde ich doch, da geht Werk. Ich mal merdet an so nicht Merc wie no lauschte. Merci Fernand für deine Präsentation, das war ganz interessant. Wir kommen dann zur Diskussion über die Resolution. Wenn einer am Saal eine Frage oder eine Bemerkung oder eine Suggestion über die Resolution zu machen, dann hast du den Moment da. Wie freut sich das Wort? Das geht da. Ja. Aber da können wir am Anfang mal aufstimmen. Und die Resolution geht aufgestimmt mit dem heiligen Zierdel. Wenn ich mich fragen, wie viele Jahre und so, dann muss der Heimat da aufstimmen. Ja, entschuldigt. Ja. Maar ja, dann Finas 4 Resolutionen.
Okay, so nicht merci. Wen hast du dagegen? Kein. Aber wen enthält sich? Also alles als inanim ugeholt. So nicht merci. Für also Kongress aufzuschließen, gebe ich als Nationalpräsident eine letzte Kehr fortgehen, Jean, das und dir. Leif Parteimembern, ich muss so nicht sehen, froh, dass wir unanim die Resolution ugeholt haben. Aber ich kann nicht los so, dass ich den Anfang von einer Kampagne. Wir lassen das nicht auf den Noven bestehen, weil wir wissen selber, dass wir damals höchstens ein kleines Strohfeuer auslesen könnten. Das heißt, am Hirsch wird man 4 Uhr machen. Ich verrate nicht alles, was wir 4 Uhr kleinen Überraschungseffekt muss da sein. Aber ihr könnt sicher sein, dass die nächsten 12 Monate von der ADR an dem Kader do zu hören ist. Ferner hört man gerade freundlicherweise nach 30 Minuten gehen. Mit Rücksicht auf ein Ball schnuppern, die nicht aber aufhängen, Football zu spielen, will ich aber mich dann lodach ein bisschen beschränken. Ich finde den ganz guten Kongress fand. Wir müssen überlegen, ob man die High-Formel nicht in Zukunft 4 Uhr feiern. Das meist Oves gesehen. Wir müssen das am Kader vom Nationalkomitee und von der Exekutiv beschwätzen. Aber ich finde es flott fand. Ich so aber von hier aus all denen merci, die Gelingen von dem Haien Kongress beteiligt waren. Zuallererst als Parteisekretariat, und ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst, aber wir haben uns komplett einen neuen Look gehen. Joel ist bei einem neuen Patron gegangen, an unseren Platz, sie kommen Peggy Konradi, der sitzt auf 4, da sieht er doch. Und das andere breite ich eigentlich gar nicht vorzustellen, weil es gehört schon zum Bestand von der ADR. Pierret, was neben ihm steht. Das heißt, die 2 Damen sind in Zukunft oder von direkt an ehren Ansprechpartner, was Partei geht. Und schon zum Anfang ein bisschen, sie müssen sich nach ein bisschen erschaffen, aber ich bin voller guter Hoffnung, dass das Damen als erlauben, richtig effektiv erbig am Sekretariat zu leisten. Und ihr seht hier Noven, da das hier hauptsächlich nur dem Peggy sein, Peggy als Grafiker, dem Peggy sei verdingst, was der Heige sieht. Pierre, das ist seit 2 Tagen da und hat sich direkt mal 2 Fäser an der gestürzt. Die sieht, das lebt, und ich bin da voller Vertrauen und ich bin richtig froh, dass wir die 2 Damen gewinnen konnten. Sekretariat. Denen also von hier aus danke, vielen merci für alles Datei. Da muss ich aber auch dem Gastgeber danken. Die war nicht nur ein Haut hier, der Moyen, die war 14 hier, die war mehr wie ein Kehr hier, für zu gucken, wie man das ganz hier gestalten sollten. Hin hört der Vierdeel, dass ein Lo Pensionär ist, an einen entlasst an sein hauptberuflich nach immer schaffenden Parteipräsident, an dem man ihm die Erbig auffällt. Und ich muss sagen, das ist wirklich ganz, ganz gut gelungen. Merci Gast von dieser Platz für den Erbig. Und dann will ich all Mengen Maderbichter aus der Exekutiv, Mengen Streiter aus dem Nationalkomitee von Haia, also ganz, ganz wärme Merci gesagt. Wir hatten keine Lichtzeit beim Corona, das letzte Jahr.
Wir haben ganz viel über Videokonferenz machen müssen. Es waren immer viel Leid beigeschaut. Wir haben viel diskutiert, wir haben viel schaffen können. Und ich muss ehrlich sagen, ich war beeindruckt von der Disziplin, die als Membern an dem Doe Kader hun an hatten. Und es möchte man keine Sorge, damit auch 4 Runden zu führen, für das Land sich anzusetzen. Ich sage nicht all merci von hier aus für meine Person, ganz persönlich. An das lo keine Verzweiflung optritt wegen dem Footballsmatch, hören ich lo mit den Danksagungen ab. Ich bedanke mich bei der Presse, die Kommas. Ich bedanke mich bei Pro Audio an all denen, die zusammen mit Dan Hardy fähig gemacht haben, dass wir dort gesehen sind, dass wir auf Facebook am Livestream waren, dass wir an den nächsten Tag wahrscheinlich auf alle Kanäle irgendwo publik machen, als Meinung draußen äußern können. Ich sage auch denen von hier aus merci. Und ihr wisst, kein Kongress, ohne dass wir nicht nach gemütlich bei ihnen sitzen, aber wir haben da wegen den Nerven, der es erlaubt, einen Platz zu bestellen für den Noven, dass wir zusammen sitzen können, diskutieren können, auch über freundschaftliche Themen diskutieren, nicht nur politischer, ein paar zusammen trinken. Und der Fernand kriegt ein paar Orange Jus. Also, da wenn klebt ihm nicht am Quiz, ihr kriegt keine Champes, ihr kriegt ein Flasch Orange Jus. An dem Sinn gebe ich dann von meiner Seite aus, ich merci so, dass ihr kommen seid. Der Kongress ist für mich River. Ich weiß, als ein Präsident vom Kongressbüro möchte offiziell den Kongress zu, aber von mir aus nach einem schönen Abend, kommt gut heim, bleibt gesund, muss ich leider immer noch so, wenn ihr die Neuzöle von Hauderem guckt, dann hoffe ich, dass ich spätestens nächstes Jahr am nächsten Kongress so wirklich und so munter rumgesehen. Ich so nicht merci. Merci Jean. An mir alle gut noch ein ganz große Merci für die flotten Auflauf von unserem Kongress. Ich gebe euch aber nur bitten, an den Saal zu gehen, hier drin, wo wir nach schönen Abend zusammen verbringen können. Damit ist der Kongress abgehoben. So merci.